Touchdown. Ein historischer Moment. Die ganze Welt schaut zu ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor ihnen. Ihre Kolonisten erwarten ihre Befehle. Ja, und herzlich willkommen zurück bei Anno 2203 bei Phase 3, dem Mond. Der Mond ist aufgegangen. Betreten Sie die Mondregion, starten Sie im Mondsektor. Und das werden wir jetzt tun in der Übersicht. Ganz neu hier bei dieser Flagge, der Mondsektor. Auf zum Mond. Und seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, hat die Orbital Watch die meisten Kolonien der LEC übernommen. Da oben sind sie auf sich alleine gestellt. Wählen Sie einen Startsektor. Novikov-Krater. Der Novikov-Krater ist von Mondhügeln umgeben mit einem kleineren Krater in der anderen Seite. Eine tiefe Spalte macht ihn schwer befahrbar und bietet genug Platz für alle, die eine neue Heimat suchen. 59.800 Hektar, okay, 20 Kraterbauplätze. Arbeitskraftprojekt. In Iwamoto-Krater. Meteoriteneinschläge haben diese drei umförmigen Krater entstehen lassen. Sie lassen als Iwamoto-Krater die als Iwamoto-Krater bekannt sind, Möglichkeiten zum Bergbau und seltenen Ressourcen aus besagten Meteoriten locken Kolonisten. 61.000 Hektar, 24 Kraterbauplätze. Und Mare Relictum. Das Mare Relictum bildet einen fast perfekten Kreis mit einem einsamen Berg in der Mitte. Es ist eine atemberaubende natürliche Formation. Es gibt Leute, die lautstark fordern, es für zahlende Besucher zu öffnen. 63.800 Hektar, 16 Kraterbauplätze und das Projekt Ornamate-Projekt. Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Wir nehmen Iwamoto-Krater mit 61.000 Hektar und 24 Kraterbauplätze. Ihre Firma wächst konstant. Sie sollten in Erwägung ziehen, in andere Sektoren zu expandieren. Du lässt mich in der Sache nicht hängen. Sie haben Phase 3 des Mondlizenzierungsprogramms begonnen. Ihre Shuttles sind in dem ihnen zugewiesenen Siedlungsgebiet eingetroffen. Sie müssen dort eine Mondkolonie gründen und mit der Helium-3-Extraktion beginnen. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung eines stabilen Fusionsreaktors. Weitere Informationen: feindliche Aktivitäten in der Nähe Ihres Siedlungsgebiets entdeckt. Seien Sie vorsichtig. Das ist also unsere Mission und wahrscheinlich kommt es gleich wieder so eine Ansicht, wenn wir darauf gehen, wo wieder ein bisschen laggt, aber ich muss hier nochmal sagen, wir spielen auf Ultra, alles auf Ultra eingestellt und es läuft eigentlich relativ flüssig für das alles auf Ultra ist, aber trotzdem kann es ab und zu geben, das ist neu, kann es ab und zu geben, dass es ein bisschen laggt, wir gehen jetzt mal einfach mal schauen. Da sind sie also. Der Mond. Ihr ganz persönliches Stück davon. Fakt ist, dass dieser Sektor immer wieder von Meteoriten getroffen wird. Ihre Bruchstücke können als Quelle für seltene Elemente aus dem All dienen. Aber machen wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Die Errichtung einer Mondbasis sollte jetzt ihre einzige Priorität sein. Alles klar, liebe Zuschauer, wir sind auf dem Mond Die angelangt. Sicherheitsvorkehrungen erfordern, dass sie Mondkolonien nur in Kratern errichten. Sie bieten den besten Schutz vor kosmischer Strahlung und Meteoreinschlägen. Yeah, ich habe ein Mondmobil. Roger. Ein Mondmobil. So, und wir schauen uns mal diesen F1-Modus an hier. Unser Mondmobil. Yeah. Gut. Also was müssen wir machen? Werben Sie mit... Wow. Werben Sie... Nochmal. Werben Sie Minenarbeiter in der Mondregion an. Besetzen Sie einen Krater. Wen nehmen wir denn? Den größten, ne? Der hier. Wo müssen wir den besetzen? Irgendwo muss es doch so ein... Ah, da. Oh, habe ich nicht mehr markiert. Wo ist das Mondmobil? Da. Und zwar da hinten. Koordinaten bestätigt. Werben Sie Minenarbeiter in der Mondregion an. Bauen Sie Wohneinheit. Bauen Sie kleiner Schildgenerator.
Produzieren Sie Sauerstoff. Produzieren Sie Titanplatten. Okay. Mein Mondfahrzeug ist unterwegs. Wow, kommt tatsächlich die ganze Zeit Meteoriten runter. Wow, das war knapp. Was, wenn mein Mondfahrzeug von Meteoriten getroffen wird? So. Oh. Wow, ist das teuer. Liebe Leute, der Mond lässt noch auf sich warten. Ich glaube, wir müssen zuerst unten ein bisschen weiter bauen. Tut mir leid. Wir brauchen 100.000 Credits. Das Geld ging schnell weg mit den ganzen Bauten unten und jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld. Das heißt, wir müssen wohl oder übel noch ein bisschen unten weiterbauen. Ach Mann, schade. Schade, schade, schade. Ja gut, nichtsdestotrotz werden wir natürlich machen. Wir werden das mit dem Mond schon noch erreichen. Aber vorher haben wir jetzt ja Grafen wieder erhalten, um da die Fleischproduktion zu steigern auf unserer Insel hier. Haben wir ausgebaut. Was braucht es denn noch? Wir brauchen noch Sojabohnen. Oh, das war falsch. Da müssen wir weiter expandieren. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ja. Boah, war das teuer. Noch so eine Bohnenanlage. Ei, sind die teuer. Und jetzt fehlt eigentlich noch Wein. Gut, das geht gerade noch so. -4, wir haben immer noch -4. Wir müssen also noch mal diese Grafen haben. Verflixt. Fünf Grafen kostet das, oder können wir schon die Grafen einkaufen? Meine Preise sind... Ah, ja. Es ist mir immer ein Vergnügen, mein Ein Freund. paar wenige. Biegen wir hin, damit wir endlich genügend Fleisch produzieren. Nein, immer noch -2, das gibt's doch nicht. Okay, dann machen wir es anders. Immer noch -7. Gut, das hat in dem Fall nicht gereicht. Wir müssen da irgendwie noch mehr holen. Sollen wir diese Produktion ein bisschen zurückschrauben hier? Ist schon ein bisschen übertrieben, was wir da gemacht haben. Kann ich das nicht einfach offen lassen, wenn ich zerstöre? 28 und dann bauen wir auch hier eines ab. Und dann müssen wir auch hier eines abbauen. Nur eines bitte. Dann wieder so eins wegmachen und so eins wegmachen. Jetzt haben wir zu wenig Algen. Jetzt haben wir zu wenig diese Zellen. So, jetzt haben wir Algen +4, +4, +12, das reicht. Und wir haben wieder ein bisschen Grafen erhalten. Da müssen wir jetzt natürlich doch noch so ein Ding bauen. Wo wir jetzt aber wieder zu wenig Wein haben. Das heißt, wir müssen da wieder doch noch eine Weinplantage machen. Und jetzt haben wir eigentlich bei Wein +1. Somit genug. Aber wir wollen ja eigentlich die Stadt auch vergrößern. Ich habe letztens einen Bonus erhalten, also geht's mir gut. Schön. Was kann man hier noch so bauen eigentlich? Das ist noch nicht freigeschaltet. Okay, ich glaube, wir müssen hier noch die Leute wieder mal ein bisschen aufsteigen lassen, damit wir schneller zu Geld kommen. Weil das war jetzt auch wieder teuer, was wir gebaut haben.
Aber das machen wir doch gerne. Und zwar fangen wir bei den Kleinen an. Ich schaue, dass ich nicht zu schnell bin. Sonst kommen da noch andere Häuser, die ich eigentlich gar nicht aufsteigen lassen will. So wie das Haus, das jetzt einfach aufgestiegen ist, was ich eigentlich nicht wollte. Ja, verflixt. So, Beförderung nicht möglich. So nicht. Neue Firmenstufe Der 12. Unternehmenswert ist gestiegen. Fehlende Gebäude dieser Art. Okay, das heißt, wir werden jetzt einfach hochbauen lassen, bis das überall kommt. Kann man die nicht einfach alle markieren? Nein, kann man nicht. Okay, schade. Beförderung nicht möglich. Wieso ist es hier nicht möglich? Ah, ich glaube, wir haben keinen. Hier? Und ich habe nicht mal aufgeräumt. Jetzt fehlt uns das Zeugs hier natürlich wieder. Naja. Gut, aber wir haben jetzt wieder Grafen gekriegt, wahrscheinlich weil wir so gewachsen sind. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Die Luxuskost, logisch. Gut, das heißt, wir müssen hier wieder überall etwas hinzufügen. Also beim Fleisch gerade nicht. Bei Sojafarm. Weil schlussendlich müssen wir hier noch ein Modul haben. Und damit geht dann nachher auch der Wein. Oh shit, Maximum erreicht, okay. Noch eine Weinplantage bauen. -4. 0. Dann müsste es hier eigentlich wieder 0 ergeben. Alles klar, und das Geld müsste steigen und steigt und steigt. Sehr gut, wir haben jetzt übrigens die 100.000. Aber ich mache noch schnell weiter hier. Neue Gebäude verfügbar. Oh, jetzt kommt sogar noch mehr dazu. Na toll. Wenn du deine militärische Ausrüstung testen willst, solltest du das meinen Daten zufolge jetzt tun. Flachsplantagen liefert Flachsfasern zur Weiterverarbeitung. Und die braucht man dann, Silizium auch noch, produziert Silizium für Weiterverarbeitung und das zusammen. Silizium braucht man dann für Achtung! Chips. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja gut, jetzt haben wir noch eine Mission gekriegt quasi. Wir müssen jetzt auch noch diese Dinger hier bauen. Na super. Sonst gehört niemand zum Aufsteigen hier. Scheint nicht so. Wir machen einen Plus von 16.000 über 25. Sonst schauen wir das uns halt mal an hier. Braucht keinen speziellen Bauplatz. Okay. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Oh, die Luxuskost wieder. -1. Dann fehlt natürlich wieder Wein. Ja, Mist. 5 Stück. Und dann fehlt natürlich auch wieder Fleisch. Und das ist extrem teuer hier. 10 Grafen brauchen wir den Quatsch. Schlicht. Und zudem brauchen wir auch wieder Vitamindrinks. Oh. Nein, es geht gerade alles wieder bergab, habe ich das Gefühl. Schlecht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Auf was soll ich jetzt präzisieren? Ich muss alles wieder irgendwie ins Gleichgewicht bringen. Wir müssen wieder Vitamindrinks herstellen. Die sind ja hier. Dafür geht es beim Obst ein zurück.
wenn wir hier Stromaggregate bauen? Macht das keinen Unterschied mehr. Das gibt einfach weniger Energie. Das heißt, wir müssen fast wieder so eine Obstplantage machen. So. -8 immer noch. Das heißt... diese verflixten Grafen, das zieht einem schon einen Strich durch die Rechnung. Soll ich jetzt nochmal diese Militärmission machen, damit ich Grafen kriege? Ich glaube theoretisch schon. Aber da lasse ich euch nicht zuschauen, weil es einfach relativ langweilig ist. Also ich werde jetzt mal schauen, was ich tun kann. Werde diese Mission da oben machen, wahrscheinlich mit mittlerem Schwierigkeitsgrad. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Der wieder. Wert Ihres Unternehmens Graf. ist nicht zu unterschätzen. Und Machen Sie hoffentlich sich dann auch auf dem dem Mond. Weltmarkt einen Namen. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss.